noch singen kann, ich ruf es aus. Solange ich noch rufen kann, mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron und ich singe laut. Solange ich noch singen kann, ich ruf es aus. Solange ich noch rufen kann, mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron und ich singe laut. Solange ich noch singen kann, ich ruf es aus. Solange ich noch rufen kann, mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. So schön sind so viele Kiddies da. Wir freuen uns auch, wenn du zum ersten Mal da bist. Herzlich willkommen. Wir haben ganz viele Gäste da. So cool, dass sie da sind bei so einem schönen Tag. Wir möchten heute nämlich Kindersegnung feiern. Und da haben wir zwei ganz, ganz tolle Kiddies, die wir heute möchten segnen. Freuen wir uns schon riesig drauf. Und am Anfang möchten wir zusammen Lieder singen. Lieder für unseren Gott. Und ich hoffe, ihr könnt Lieder. Vielleicht bin ich ein bisschen unsicher in den Liedern. Aber es heisst immer einfach ganz laut singen. Ihr helft. Und ich hoffe, ihr könnt auch mithelfen. Wir haben jeder schon mal gesungen. Aber wir werden es mal probieren. Genau. Sind ihr ready dafür, Kiddies? Ja, sie müssen zuerst noch parat machen. Sind ihr ready dafür? Ja. Okay, also legen wir los. Weiter aus der Himmel, tiefer aus dem, größer als Schöpfung uns her. Höher aus Berge, heller aus dem Tag, Vater, Singen wir gerade nochmal zusammen. ist so stark. Weiter aus der Himmel, tiefer aus dem, größer als Schöpfung uns her. Höher aus Berge, heller aus dem Tag, Vater, deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist tiefer, deine Liebe ist tiefer, deine Liebe ist größer, deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist höher, deine Liebe ist heller, deine Liebe ist schöner, deine Liebe ist so stark. Weiter aus der Himmel, tiefer aus Meer, größer als Schöpfung uns her. Höher aus Bergen, heller aus dem Tag, Vater, deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist weiter, deine Liebe ist tiefer, deine Liebe ist größer, deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist höher, deine Liebe ist heller, deine Liebe ist schöner, deine Liebe ist so stark. Das letzte Mal noch zusammen. Weiter aus der Himmel, tiefer aus Meer, größer als Schöpfung uns her. Höher aus Bergen, heller aus dem Tag, Vater, deine Liebe ist so stark. Du bist Gott, Leben pur, immer wollte ich dich erwarten. Du bist Gott,
leben pur. Immer wollte ich dich anbeten. Singen wir mal zusammen, du bist Gott. Du bist Gott, lebe pur, lebe. Immer wollte ich dich anbeten. Für immer. Du bist Gott, lebe pur, lebe. Immer wollte ich dich anbeten. Für immer. Du hast mich gekannt, bevor das mein Herz geht. Ja, vom ersten bis zum letzten Tag bist du immer da. Du bist Anfang und Ende, Start und Ziel. Ich singe nur dich. Komm mal alle zusammen. Du bist Gott, lebe pur, lebe. Immer wollte ich dich anbeten. Für immer. Du bist Gott, lebe pur, lebe. Immer wollte ich dich anbeten. Für immer. Mein Leben leg ich ganz in deine Hand. Denn keiner berührt mich so an Herz und Verstand. Du bist Anfang und Ende, Start und Ziel. Ich singe nur dich. Du bist Gott, lebe pur, lebe. Immer wollte ich dich anbeten. Für immer. Du bist Gott, lebe pur, lebe. Immer wollte ich dich anbeten. Für immer. Heute ist ein Festtag. Und Kinder, ich habe so Freude, dass ihr uns heute helft, dass der Festtag so richtig wunderschön wird. Danke vielmals, dass ihr mit uns singt. Ja, der Hini hat es vorher schon gesagt, wir feiern heute Kindersegnung. Wieso? Wieso machen wir das? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott die Kinder von ganzem Herzen liebt. Und wir sehen bei ihm, wie wir auch mit ihnen umgehen sollen. Wenn wir nämlich ins Leben von Jesus schauen, dann sehen wir eine Anekdote, die so ein bisschen raussticht, als das Highlight im Kontakt zwischen Jesus und dem Kind. Die Geschichte die steht im Markus-Evangelium, und zwar im Kapitel 10. Die Situation ist die, dass ganz viele Erwachsene immer wieder um Jesus herum waren, ganz viel mit ihm erlebt haben, berührt waren von diesen Begegnungen mit ihm. Und dann haben die Eltern gefunden, Moment schnell, das, was ich jetzt erleben darf, das sollen doch meine Kinder auch erleben. Wir möchten, dass Jesus unsere Kinder segnet. Es steht dort, eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Wieso haben das die Eltern gemacht? Sie haben begriffen, dass Jesus das Allerbeste ist, was einem passieren kann. Und was möchten Eltern? Sie möchten das Allerbeste für ihre Kinder. Und darum ist es nichts als logisch, dass sie ihre Kinder an die Hand genommen haben und haben gesagt, den Jesus, den musst du lernen kennen. Komm, wir gehen zu ihm. Und dass sie zu Jesus gekommen sind und haben gesagt, Jesus, bitte tu unsere Kinder segnen. Und wie hat Jesus auf ihren Wunsch reagiert? Er hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Er hat sich gefreut. Hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Jesus macht damit ganz deutlich, wie wichtig ihm Kind sind. Er stellt sie uns sogar als Vorbild her. Und er zeigt auch, dass er sie nach bei sich möchte haben. Er zeigt den Eltern, ja, ihr habt das Richtige gemacht, ihr habt die richtige Überlegung gemacht, ihr habt richtig gehandelt. Bringt die nur zu mir. Das ist mir wichtig. Und darum freue ich mich, dass die Familie Bohl und dass die Familie Gotting sich für den gleichen Schritt entschieden haben und haben gesagt, wir möchten unsere Kinder zu Jesus bringen. Wir möchten, dass sie gesegnet werden. Wir als Kind möchten euch dabei unterstützen, in den nächsten Jahren mit euren Kindern unterwegs zu sein, dass sie Jesus dürfen lernen kennen, dass sie die Bibel dürfen lernen lieben, dass sie ihre ersten Schritte dürfen im Glauben machen. Wir sind an eurer Seite. Und wir möchten heute Morgen um sein Segen bitten für sie. Wieso tun wir sie nicht taufen?
Das ist immer wieder so eine Frage, die sich stellt, so ein bisschen im Freikirchen-Kontext. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann entdecken wir, dass Taufe ein bewusstes Glaubensbekenntnis ist. Es ist ein Zeichen, ein äußeres Zeichen dafür, dass ein Mensch hat gesagt, ich gehöre zu Jesus, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Und da unsere Kleinen doch noch relativ klein sind und noch nicht so viele so Entscheidungen, die lebensumfassend sind, treffen können, tun wir in unserer Kirche Erwachsene taufen oder Leute, die schon genug alt sind, so eine Entscheidung zu treffen. Aber wir tun die Kinder eben segnen. Und so orientieren wir uns an dem, wie Jesus es gemacht hat. Er hat sie gesegnet und darum möchten auch wir sie segnen. Und so bitte ich jetzt die Familie Bohl und die Familie Gotting, die Eltern, auch Götti und Gotti, wenn sie möchten, bei euch auch gerne die Grosseltern, wenn sie möchten, da vorne kommen zu mir und dann wollen wir miteinander beten. Ihr dürft gerne auf dieser Seite kommen. Ihr dürft ganz da vorne kommen zu mir. Es ist ein bisschen hell da vorne. Es ist ein bisschen ein ungewohnter Anblick. Gell? So. Tipptopp. Genau. Da haben wir die Familie Gotting mit der Lea. Jetzt dürft ihr alle noch ein bisschen vorkommen, dann sieht man euch nämlich ein bisschen besser. Lea, du hast heute ganz einen besonderen Tag, gell? Wisst ihr was? Ihr seht es jetzt auf der Folie, die gleich kommt. Die Lea hat nämlich heute nicht nur Kindersegnung, die Lea hat heute Geburtstag. Gell? Du darfst heute eine doppelte Party feiern und wir freuen uns, dass wir mit dir zusammen feiern dürfen. Und Lea, ich möchte dir gerne einen Bibelvers vorlesen, den wir auf das Herz haben bekommen für dich. Und in diesem Bibelvers da steht: Vertrau auf den Herr, vertrau auf Gott für immer. Weil der Herr ist wie ein Fels für dich. Auf ihn kannst du dich immer verlassen. Und ich würde noch gerne für dich beten. Ist das für dich in Ordnung, Lea? Gell? Also. Willst du mir die Hand geben? Lieber nicht. Das ist in Ordnung. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das Leben von der Lea. Du hast sie wunderbar gemacht, Vater. Und du hast sie gekannt. Du hast sie gesehen vom ersten Tag an von ihrem Leben. Danke dir, Vater, dass du auch alle zukünftigen Tage siehst. Wir bitten dich, Jesus, dass du deine Hand über ihr hast. Dass du sie beschützt, dass du sie behütest, dass du sie zu dir ziehst und dass sie dich lernen kennen, dass sie dich lernen lieben, dass sie merken, dass du so ein Fels bist, wo sie sich immer darauf verlassen darf, dass sie ganz ein tiefes Vertrauen entwickeln zu dir und merken, mein Gott, der ist immer an meiner Seite. Vater, wir segnen die ganze Familie in deinem Namen. Ich segne die Eltern mit Weisheit, ich segne sie mit Freude, ich segne sie mit Kraft und Energie, ich segne sie mit einem Blick dafür, was die Lea braucht. Und ich segne sie einfach mit ihrer Fülle in allem Innen, was sie tun. Danke dir, Vater, dass dein Segen auf dieser Familie ist und dass die Lea darf wissen, dass deine Gedanken über ihr nur gute und wunderbare Gedanken sind. Amen. 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 Schaut mal, ich habe euch hier noch ein Kärtchen und eine Urkunde zu eurer Kindersegnung. Lea, möchtest du die haben? Sicher? Das Kärtchen möchtest du nehmen, das ist schön farbig. Soll ich das an Mami geben? Danke. Tipptopp. Jetzt komme ich zu der Familie Bohl. Die darf gerne noch da bleiben für einen Moment. Hey, Familie Bohl, guten Morgen. Elodie, wir haben vorher schon mal geübt, ob das funktioniert mit uns zwei. Wollen wir es noch mal probieren? Willst du mir kommen? Ja. So, schaut mal, die wunderhübsche Mädchen. Weißt du, ich komme da rüber, dann bist du nämlich ein bisschen näher bei Papi und Mami. So. Gell? Gotti und Götti, wenn ihr möchtet, dürft ihr auch gerne nebenan stehen. So. Gell? Jetzt muss ich aber noch schnell meinen Spick führen. Ich möchte euch den Vers nämlich ganz vollständig vorlesen. Es ist so ein schöner Vers, dass ich kein Wort möchte falsch vorlesen. Und zwar ist die Vers auf dem nächsten Kärtchen aus dem Zephania 3, Vers 17. Da steht:
Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das seid ihr die Gott, liebe Elodie. Und jetzt wollen wir miteinander für dich beten. Gell? Betet doch gerade alle mit. Danke vielmals, Jesus, für das Leben von der Elodie. Du hast sie wunderbar gemacht und vom ersten Tag an von ihrem Leben hast du sie begleitet und kennt. Und ich danke dir, Vater, für das, was du in Zukunft mit ihr vorhast. Danke, dass sie dich immer besser lernen kennen. Dass sie ihre ersten Schritte mit dir gehen darf, dass sie ein tiefes Vertrauen zu dir entwickeln darf. Ich bitte dich, dass die Gewissheit, dass du sie liebst und dass du über ihre jubelst, ganz tief in ihrem Herz verankert darf sein, dass sie gefestigt kann sein in dir, dass sie eine starke Frau darf werden in deinem Reich. Vater, wir bitten dich, dass du sie beschützt, in ihrer Gesundheit und in ihrer sonstigen Entwicklung. Wir bitten dich, Vater, dass du der Adi und Selina, dass du die Eltern einfach segnest mit ganz viel Weisheit, mit Kraft, mit Energie, mit Freude, mit dem Blick dafür, was die Elodie braucht. Lass sie als Familien einfach gesegnet sein und ein Segen sein auch für andere. Danke dir, Vater, von ganzem Herzen, dass wir sehen dürfen, wie sich dein Plan mit der Elodie einfach wird entfalten. Du bist ein wunderbarer und grosser Gott. Amen. Hi. Eigentlich würde ich dich jetzt gerne noch ein bisschen behalten. Aber jetzt darfst du zurück zur Mami oder zum Papi. So. Und auch für euch habe ich noch ein Kärtchen und Urkunde zu unserer Kindersegnung. Und dann kommen noch 2 weitere Geschenke. Schau mal, das dürfen unsere Silver Kids Kinder euch übergeben. Und zwar ist das, was im Kistchen ist, so ein bisschen das Geschenk vor allem für die Eltern. Und eine Kinderbibel. Die Kinderbibel ist sicher vor allem für das Kind, damit es in den nächsten Jahren, je älter es wird, darf lernen, was Gott über sein Leben denkt. Darf aus der Bibel lernen. Das ist eine Challenge an euch Eltern, dass ihr miteinander her sitzen und die Kinderbibel anschaut. Und das Kistchen, das nennen wir ein Survival Basket. Eltern sein ist etwas Wunderschönes, aber es ist manchmal auch sehr, sehr herausfordernd. Es kann manchmal sehr, sehr kräftezehrend sein. Da hat es ein paar feine Sachen für euch als Eltern, die Energie geben, die Freude machen. Vielleicht auch mal etwas für ein Tête-à-Tête, wenn ihr ein bisschen Kinderpause braucht. Es hat auch noch die ein oder andere Sachen für die Kinder drin, dass ihr als Familie einfach miteinander auch geniessen könnt, Spass haben und könnt freudig unterwegs sein. Jetzt wünschen wir euch noch von Herzen ein wunderschönes Fest, einen schönen Tag und seid ganz fest gesegnet. Sie dürfen gerne wieder sitzen. Und ich komme gerade mit. Und wir haben das Privileg, dass wir noch mal ein Lied hören von Silver Kids, so ein bisschen zum Abschluss von diesem Kindersegnungsteil. It's
Bravo, bravo! Hey, das habt ihr super gemacht. Danke vielmals. Viel Spaß noch in eurer Klasse. Geben wir ihnen nochmal einen riesigen Applaus. Die haben ja gesungen wie das busy Wetter. Ich bin gar nicht nachgekommen. Ihr habt das so gut gemacht. Ich freue mich, zum da sein mit euch, heute Morgen Gottesdienst zu feiern, auch Predigt zu hören. Ich bin da für den Bösi, der leider krank ist. Heute Morgen, liebe Grüße, wenn du am Schauen bist. Und wir fahren weiter in unserer Serie im Korintherbrief. Was wird Jesus machen? Und heute zum Thema Jesus und das Abendmahl. Was ist so wichtig am Abendmahl? Ich habe mir überlegt, ja, was kann das Abendmahl mir geben, was ich nicht schon habe? Ich meine, ich bin gläubig. Ist doch gut. Was kann das Abendmahl mir sonst noch geben? Gewisse Leute würden sagen, weißt du, das Abendmahl ist so ein spezieller Moment. Das ist so, da hast du eine besondere Begegnung mit Jesus. Andere würden sagen, du, aber Jesus ist doch immer bei mir. Also, so besonders ist jetzt das auch nicht. Er ist Tag und Nacht bei mir. Und ich spüre Jesus vielleicht fast mehr im Worship oder ich spüre Jesus fast mehr, wenn ich draußen in der Natur bin. Wieso also das Abendmahl? Wieso ist das Abendmahl so wichtig? So wichtig, dass der Paulus in der Bibel einmal geschrieben hat, es gibt gewisse Leute, die in Korinth das Abendmahl unwürdig gefeiert haben und wegen dem sogar krank geworden sind oder sogar gestorben sind. Was ist so wichtig, was ist so bedeutend am Abendmahl? Und wir wollen gerade miteinander lesen aus 1. Korinther 11 ab Vers 17. Da heißt, ich komme nun zu eurer nächsten Frage und darin kann ich euch nicht loben. Denn es scheint, als würde mehr Schaden angerichtet als Gutes bewirkt, wenn ihr zusammenkommt. Erstens höre ich, dass es bei euren Gemeindeversammlungen zu Spaltungen kommt. Und zum Teil glaube ich das sogar. Denn es muss natürlich Spaltungen unter euch geben, damit deutlich wird, wer von euch sich bewährt. Doch euch geht es offenbar gar nicht um das Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt. Denn mir wurde berichtet, dass einige von euch, kaum seid ihr beisammen, sofort anfangen, ihr selbst mitgebrachtes Essen zu verzehren. Damals ist es so gewesen, dass man es nicht das Abendmahl gefeiert hat, so wie wir, jetzt einfach ein bisschen Brot und ein bisschen Wein, sondern, Traubensaft ist bei uns, sondern man hat ein riesiges Festessen gemacht und hat dann bei dem Essen auch noch das Abendmahl gefeiert. Und darum sagt der Paulus, sie teilen es nicht mit den anderen, sodass manche hungrig bleiben, wieder andere betrinken sich. Ist das wirklich wahr? Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder wollt ihr der Gemeinde Gottes Schande machen und die Armen beschämen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. Und die Worte von Jesus, die wollen wir miteinander lesen. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und dann fährt der Paulus weiter und sagt, wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber vom Herrn geprüft und gerichtet werden, werden wir bestraft und das geschieht, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Deshalb wartet aufeinander, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr zum Abendmahl zusammenkommt. Wenn ihr wirklich hungrig seid, dann esst vorher zu Hause, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt, wenn ihr euch versammelt. Was feiern wir
im Abendmahl. Wir feiern eigentlich Gottes grossen Plan. Weil von Anfang an hat Gott nur einen Gedanken gehabt. Ich möchte mit den Menschen zusammen sein und zusammenleben. Für immer und für ewig. Und Gott hat einen Bund geschlossen mit den Menschen, die zu ihm gehören, hat gesagt, hey, ich bin euer Gott und ihr sollt mein Volk sein. Das hat schon im Alten Testament angefangen. Gott hat das Volk Israel erwählt als sein Volk und er hat es aus der Sklaverei von Ägypten raus befreit. Und als eine Erinnerung für die Befreiungsaktion hat Gott dem Volk Israel das Passafest gegeben. Und man hat dort das Passalamm, das Schäfli gegessen. Und das Blut ist gestanden als ein Schutz für das Volk von Israel. Der Luc hat vor ein paar Wochen schon ein bisschen darüber geredet. Das Problem war nur, das Volk hat den Bund mit Gott nicht gehalten. Sie haben gesagt, hey, wir wollen von dir nichts wissen. Und sie haben Gottes Gebot übertreten, sie haben gegen Gott gesündigt. Und darum hat Gott gesagt, ich werde einen neuen Bund schließen. 1500 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten kommt Jesus auf die Welt. Und er stirbt für die Sünden vom Volk Gottes am Kreuz. Er stirbt für die Sünden von allen Menschen. Damit jeder Mensch ein Teil werden vom Volk Gottes, sich wieder versöhnen mit Gott. Und Jesus sagt, ich mache einen neuen Bund mit euch. Ich vergebe euch eure Sünden. Ich verändere euer Herz. Ich mache euer Herz so, dass ihr Gott könnt lieben von ganzem Herzen. Und Jesus setzt auch wieder so ein Essen ein, ein Abendmahl ein. Und jetzt ohne das Schaf, ohne das Passalamm, weil Jesus selber sagt, ich bin das Lamm, ich werde geopfert, ich werde gekreuzigt, mein Blut wird vergossen für eure Sünden. Aber Jesus gibt uns Brot und Wein. Und jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern, wie auch heute im Gottesdienst, wir es nachher feiern werden, denken wir zurück an das, was Jesus für uns da hat. Aber wir denken auch schon voraus. Weil Jesus hat gesagt, eines Tages wird er aus dem Himmel zurückkommen auf die Erde als König. Er wird alles Böse aus der Welt rausnehmen. Er wird die Welt neu machen. Und das Ganze wird anfangen mit einem riesigen Fest. Da gibt es wahrscheinlich Unmengen von zu essen. Und es wird eine riesige Party sein. Und Jesus sagt, so werde ich zurückkommen auf die Erde. Und wenn wir heute das Abendmahl nehmen und ein bisschen Brot und ein bisschen Traubensaft zu uns nehmen, ist es eigentlich so wie ein Vorgeschmack auf die Party, die Jesus wird feiern, mit uns zusammen, wenn er zurückkommt. Das ist in wenigen Worten die grosse Story, die die Bibel uns erzählt. Das ist in wenigen Worten das Herz von Gott. Ich möchte mit euch zusammen sein. Für immer und für ewig. Und darum ist der Paulus so verrückt, wenn die Korinther das Abendmahl so ganz anders feiern, als Jesus gegeben hat. Er sagt, hey, wie könnt ihr nur bei dem einen zu Nacht essen, wo ihr das Abendmahl feiert, aus dem Abendmahl so eine Sauerei machen? Wieso könnt ihr bei dem einen zu Nacht essen nicht einander so lieben, wie Jesus euch geliebt hat? Paulus sagt im Vers 22, ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen, denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. So kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Wahrscheinlich ist es so in Korinth, man hat sich ja in einem Privatgebäude getroffen, in einem grossen Haus, hat sich die Kirche versammelt in einem Esssaal und die Reichen haben nicht so viel arbeiten und darum sind die wahrscheinlich am Nachmittag schon in dem Saal hinein und haben alles ihres Essen von daheim mitgebracht und haben einfach angefangen. Während die Armen, die auch zu der Kirche gehört haben, immer noch am Arbeiten sind. Und wo die nachher am Abend verschwitzt und erschöpft zum Gebäude gekommen sind, wo der Gottesdienst stattfindet, hat man ihnen gesagt, hey, es hat noch ein paar Reste für euch. Oder nehmt doch euer eigenes Essen mit, von uns kommen ihr nichts über. Und der Paulus sagt, hey, mit dem Verhalten spucken ihr auf Gottes Plan. Ihr nehmt überhaupt nicht ernst, was Jesus hat wollen, nämlich ein Volk, eine Familie. Eine Familie, dass jeder gleich ist, egal von welchem Hintergrund, von welcher Gesellschaftsschicht. Niemand sollte grösser oder kleiner sein in Gottes Volk. Und darum ist der Paulus so verrückt. Er sagt mit anderen Worten, eigentlich hätte das Abendmahl wie ein Potluck sollen sein, wie ein Teilete, wo jeder bringt sein Essen mit und alle essen voneinander, weil es spielt keine Rolle, wer du bist und was du mitgebracht hast, alle dürfen voneinander essen. Das wäre eigentlich so ein bisschen die Idee vom Abendmahl. Kannst du mal ein Bild zeigen auf der nächsten Folie? Also das wäre eigentlich die Idee und das haben die Korinther daraus gemacht, so eine Flugzeugmahlzeit. Jeder hat sein eigenes. Ich bin in der First Class und du bist in der Economy. Ich als Finance, das habe ich noch nie gehabt im Flugzeug, so ausgiebig mit einem Gläschen Wein. Ich bin immer in der Economy hinein. Aber so hat es sich anfühlen.
Jeder hat sein eigenes und ich schaue nicht für die anderen. Und der Paulus sagt, es ist eine Schande für die Kirche. Es ist eine Schande für Jesus, wenn wir es so von der Kirche denken, von der Familie Gottes und vom Volk Gottes. Und das hat mega viel mit unserer Zeit zu tun. Weil wir merken, in unserer Zeit, wie soll ich dem sagen, der Zeitgeist, der Individualismus, der heute in unserer Gesellschaft herrscht, hat unser Denken als Christen eben auch angesteckt, dass wir sagen, hey, ich schaue doch hauptsächlich für mich. Ich folge Jesus nach. Jesus hat mir vergeben, Jesus tut mich heilen, Jesus tut mich versorgen. Aber was mit den anderen aus der Familie Gottes geschieht, ist nicht so wichtig. Das steckt uns selber an. Jetzt, ich meine, es gibt viel Gutes, dass wir in einem Land leben dürfen, wo ein Stück weit jeder seine eigene Entscheidung treffen kann. Das ist ein riesen Segen. Also wir haben auch schon Zeiten gehabt, wo wir einfach machen mussten, was oben gesagt worden ist. Auf der anderen Seite, wir haben uns angewöhnt, dass wir privat Christ sein können, dass wir sagen, ich bin in Ordnung mit Gott und was die Gemeinde betrifft, das geht mich nicht so viel an. Und wir haben das wie aufgenommen. Weil die Gesellschaft sagt uns ganz, ganz stark in vielen Liedern und Filmen und Nachrichten und Beiträgen, du bist dann am glücklichsten, wenn du möglichst frei bist. Wenn du alles kannst selber entscheiden kannst. Alles kannst du selber bestimmen und für dich selber schauen, dann bist du am glücklichsten, sagt uns die Gesellschaft. Immer wieder. Und das ist irgendwo realitätsfern. Schau mal auf deine eigene Geschichte und auf dein eigenes Leben. Die ersten 20 Jahre von deinem Leben bist du nicht frei. Du bist von anderen abhängig. Deine Eltern, und wir haben es schon gehört, deine Eltern haben in dich investiert. Sie haben dich geschöppelt, sie haben dich erzogen, sie haben für deine Ausbildung gezahlt, sie sind für dich da gewesen, sie haben dir Rat gegeben, wo du hoffentlich angenommen hast, weil sie es gut gemeint haben mit dir. Aber du bist nicht frei gewesen, als 5-Jähriger oder 15-Jähriger zu machen, was du willst. Und wenn wir nachher erwachsen sind und irgendwann nur schon eine Beziehung eingehen oder sogar eine Familie gründen, dann werden wir auch nicht Freiheit haben, zu machen, was wir wollen, sondern wir sind voneinander abhängig. Zumindest hängen deine eigenen Kinder von dir ab. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe Kinder, es war schön gewesen und jetzt will ich wieder Freiheit. Und von dem her ist vieles, auch von unserem Erwachsenenleben, wenn wir in einer Beziehung leben, ist prägt davon, dass wir sagen, ich schätze die Beziehung, die ich haben darf, die Nähe, Gemeinschaft, alles, was Beziehungen mit sich bringen. Aber es bedeutet, dass wir einen Teil von unserer Freiheit automatisch auch abgeben. Und wir denken nicht so gern dran, aber es kommt auch ein Zeitabschnitt, wo wir wieder ganz stark abhängig werden von anderen Menschen. Sagt das finanziell durch die AHV oder gesundheitlich, dass wir merken, hey, wir können nicht mehr ganz so selbstständig leben, wie wir uns das gewöhnt sind. Mit Autofahren und Gebrechlichkeit und etc. Und vielleicht hast du das Glück, dass dich deine Familie im letzten Lebensjahrzehnt für dich da ist, für dich schaut, für dich sogar pflegt. Aber vielleicht sind es auch fremde Menschen. Aber es ist eine Illusion zum Glauben, dass wir unser Leben frei leben können und dass das Glück bringt. Im besten Fall so zwischen 25 und 35. Hast du genug Geld und genug Weisheit und bist noch nicht so abhängig von anderen. Und dann feiern wir den, aber wir denken unser ganzes Leben, so sieht es aus. Nancy Pierce hat einen guten Spruch gebracht, sie hat gesagt, unsere Gesellschaftsideale sind Ansichten kinderloser Männer, die ihre Kindheit vergessen haben müssen. Und es wirkt schon so. Also es ist nichts gegen Männer, aber das ist ja unser Denken in der Gesellschaft. Wir wollen frei sein, dabei sind wir es gar nicht. Wie viel mehr sollten wir als Christen, die wissen, Gott hat uns in seine Familie hineingenommen, in sein Volk hineingenommen, sagen, hey komm, lass uns anders denken über Glück und Erfüllung. Lass uns anders denken über das, was Gott mit unserem Leben vorhat, seine guten Pläne. Sie sind geknüpft an ein Volk, sie sind geknüpft an eine Familie. Und nicht, ich allein lebe meinen Glauben, wie ich das will. Die Bibel sagt, es ist alles geschenkt. Schau, was hast du gemacht, dass du hast in dieser Familie aufwachsen, wo du drin bist? Was hast du gemacht, dass du in der Schweiz geboren werden? Was hast du gemacht, dass du Gesundheit bekommen hast oder bis heute gesund bist? Was hast du gemacht, dass du deine Talente bekommen hast und den Beruf kannst ausüben, den du machst? Ist doch alles von Gott geschenkt. Der Paulus sagt im 1. Korinther 4,7, was haben wir schon vorzuweisen, was wir nicht von Gott bekommen haben? Und darum müssen wir, ich merke es bei mir, wir müssen ankämpfen gegen die Mentalität, ich lebe einfach meinen Glauben.
Und dann picke ich mir in der Gemeinde raus, was ich für mich noch so brauche. Und anfangen zu sagen, wir sind eine Familie von Gott und wir sind ein Volk von Gott. Ich möchte euch eine reale Illustration geben. Jede Woche wird der Saal geputzt. Von ehrenamtlichen Mitarbeitern, von angestellten Mitarbeitern. Und zumindest aus dem Bucheck weiss ich es, dass einmal im Monat müssen die Mitarbeiter extra viel Kaugummis unter den Stühlen wegkratzen. Weißt du, was das mit unserem Thema zu tun hat? Jesus und das Abendmahl. Wir sitzen da im Gottesdienst für das Abendmahl und sagen, Jesus, du liebst mich und ich liebe dich. Ich danke dir vielmals, dass ich das Abendmahl feiern darf. Danke, dass du mir vergeben hast, Jesus. Oh, ich habe noch einen Kaugummi im Maul. Und tun wir jetzt den an. Okay. Jesus, du liebst mich so fest. Danke, dass du mich segnest, mein ganzes Leben. Und wir vergessen völlig, dass es noch andere Leute hat, die auch am Tisch von Gott sitzen, die auch das Abendmahl feiern. Das sind die Leute, die den Kaugummi werden wegkratzen in den nächsten Wochen unter dem Stuhl. Weil wir uns so angewöhnt haben, unser Glauben individuell zu leben und das Abendmahl individuell zu feiern. Und es geht mir jetzt nicht so um den Kaugummi, also ich hoffe, dass ihr die Stühle sauber behaltet, aber es geht mir um mehr als das. Es geht mir um unser Herz. Es geht um unser Herz. Haben wir verstanden, was Gottes Plan ist? Ich weiss, einige fühlen sich jetzt verwünscht und sagen, ja, das sollte ich nicht mehr machen. Und andere sagen, ja, sag's ihnen nur mal. Unverschämt, wie kann man nur? Und es ist genau so eine Sache von deinem Herz, weil es geht immer darum, dass du dich besser fühlst als andere. Das ist genau das, was Jesus sagt, das soll nicht geschehen in der Familie von Gott. Oder die sagen, ich zahle ja meinen Zehnten, sollen es putzen. Es ist nicht die Idee von Gott. Und Gott ringt, gerade in unserer Gesellschaft, vielleicht in unserer Generation, wo alles um mich, um meine Bedürfnisse geht, ringt darum, dass wir seinen Plan verstehen. Unsere Zukunft ist ein Volk von Gott. Aus verschiedensten Nationen, verschiedensten Hintergründen, verschiedenen Gesellschaftsschichten, wo alle zusammen sind. Und das feiern wir im Abendmahl. Und Gott fordert so unser Herz aus. Ich möchte dich mal fragen, wie viele Leute sind in dein Leben hineingekommen, seit du gläubig bist, mit denen du eigentlich sonst nie etwas zu tun hättest? Wie viele Leute in dieser Kirche kennst du, wo du sagst, wenn ich nicht gläubig wäre, wenn ich nicht in der Familie von Gott drin wäre, ich würde die gar nicht kennen. Wir sind nicht aus der gleichen Schicht. Wir ticken ganz anders, politisch oder intellektuell oder wie auch immer. Wir machen unsere Ferien anders. Ich würde die gar nicht kennen. Ich würde mich vielleicht sogar schämen für die Leute. Aber weil sie Kinder Gottes sind wir zusammen, sind wir Freunde geworden. Und wir teilen unser Leben. Er war schon bei mir daheim und ich war schon bei ihm daheim, weil wir zu der gleichen Familie von Gott gehören. Wie viele Leute sind das? Oder bauen wir unsere Freundschaften weiterhin in der Kirche nur auf Sympathie auf, dass wir sagen, der hat meinen Style und der versteht mich und das ist meine beste Kollegin? Oder ist es mehr geworden, wenn wir verstanden haben, was Gottes Plan ist? Schau, am Umgang miteinander merken wir, ob wir das Abendmahl verstanden haben. Nicht nur an der Beziehung zu Jesus, sondern am Umgang miteinander. Merken wir, haben wir das Abendmahl, haben wir den Plan Gottes gecheckt. Ich habe mich selber verwünscht. Wie oft bin ich da vorne gestanden und habe gesagt, hey, wenn du eine Kleingruppe suchst, wir finden die passende Kleingruppe für dich. Wie wenn es nur um deine Bedürfnisse gehen würde. Anstatt zu sagen, ist schön, wenn es passt. Aber was wir vor allem brauchen, ist, dass du und ich, dass wir in einer Kleingruppe sind, wo es Menschen hat, die auch an Jesus glauben. Und sie werden für dich da sein und du für sie. Weil es nicht nur um deine persönlichen Bedürfnisse geht oder meine persönlichen Bedürfnisse. Wie viel kostet es uns, eine Stunde früher da in Silbern sein und sagen, hey, ich mache mich parat für ein Team, wo ich mitdiene. Im Parkdienst oder im Kigo oder in der Lounge. Ich bin früher da. Und weißt du, was das bedeutet? Wir müssen unsere Gewohnheiten dann ändern. Jeder von uns hat seine individuellen Gewohnheiten. Ich gehe am Sonntagmorgen noch joggen. Ich tue mit meiner Familie zum Morgen essen. Wir gehen Gipfel kaufen und auf dem Weg da hin. Jeder hat seine Gewohnheiten und es bedeutet, wow, du musst etwas ändern.
wenn du sagst, ich möchte nicht nur für mich in den Gottesdienst kommen, sondern ich möchte für die Familie da sein. Und ich weiss, das tut weh. Wenn man das so sagt, wenn ich auf deine Gewohnheiten, und ich habe meine eigenen Gewohnheiten, wenn ich darauf herumtrample, weil das Abendmahl uns herausfordert. Aber das haben wir versprochen, dass wir eine Serie machen, wo wir uns challengen mit den Wahrheiten von Jesus, auch wenn sie nicht in unsere Zeit hineinpassen. Gibt es Sachen, die dir immer noch im Kopf sind, wo du vor vielen Jahren von Christen enttäuscht worden bist? Und du sagst, ich lasse mich nie mehr so eng auf eine Kleingruppe ein oder ein Team ein oder Leiter ein oder was auch immer, weil du immer noch verletzt bist von dem, was du erlebt hast. Und es tut mir leid, aber hey, Jesus ist da, um dein Herz zu heilen. Und zu sagen, mach wieder einen Schritt, zum ihnen vergeben, so wie Jesus dir vergeben hat. Es ist eine Sache von unserem Herz. Jetzt, wie geschieht Veränderung in unserem Herz? Wie passiert das? Dass wir Abendmahl kompatibel werden in dieser Gesellschaft. Der Paulus macht es vor. Er sagt uns, lass uns darüber nachdenken, was Jesus gemacht hat in der Nacht, wo er verraten worden ist. Weißt du, das Eindrückliche, was Jesus gemacht hat, ist, er hat seine eigene Freiheit aufgegeben, um dich und mich zu retten. Jesus ist verraten worden. Jesus ist übergeben worden als Gefangener. Jesus hat seine eigene Freiheit ausgegeben. Es heisst im Jesaja, dass wenn man Jesus angeschaut hat, nachdem er gefoltert worden ist und gekreuzigt worden ist, man hat ihn nicht anschauen können, weil er nicht mehr ausgesehen hat wie ein Mensch. Das hat Jesus für dich und für mich gemacht. Wenn wir heute das Brot werden brechen, wie es Jesus uns gesagt hat, ist es ein Symbol dafür, dass sein Körper am Kreuz zerbrochen worden ist, kaputt gemacht worden ist. Wieso? Weil er unbedingt hat wollen, dass du zu seinem Volk gehörst, dass ich zu seinem Volk gehöre, dass sie und er zu seinem Volk gehört. Es geht nicht nur um dich allein, es geht um uns, also Gottes Familie. Für das hat Jesus sein Leben gegeben. Wenn wir nachher den Traubensaft trinken, denken wir daran, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Der Sohn Gottes. Ich meine, Jesus hat es nicht nötig gehabt, auf die Welt zu kommen. Er war völlig happy mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Eine bessere Gemeinschaft hat es nie gegeben. Wäre nie langweilig geworden. Aber er hat gesagt, ich möchte unbedingt, dass Menschen teilhaben an unserer Gemeinschaft. Ich will das Fest feiern mit jedem Menschen, der das möchte. Und darum ist Jesus gekommen und hat sein Blut vergossen. Wie können wir auf dem Gedanken von Gott umtrampeln, dass wir sein Volk sind und eine Familie sind? Im Gegenteil, wir wollen das Abendmahl nehmen und sagen, Jesus, deine Pläne sind so herrlich, ich check sie immer noch nicht ganz. Und ich habe Mühe, danach zu leben, aber verändere du mein Herz. Lass du mich staunen über deine Liebe, lass du mich staunen über deine Gnade. Jesus begegnet uns. Die herrlichste Person vom Universum begegnet uns im Abendmahl. Es ist die Person, die am meisten gibt und am grosszügigsten ist. Und weißt du was? Das Abendmahl kann aus dir so eine Person machen. Du kannst Jesus ähnlich werden. Jetzt, wie geht das? Und das lesen wir im 1. Korinther 10, Vers 16. Da heißt es, ist etwas ganz Komisches, was da steht. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Was steht da? Es steht da, während du Traubensaft trinkst und der Saft nachher aus deinem Maul in deinen Magen runtergeht, passiert gleichzeitig etwas mit deiner Seele, passiert etwas mit deinem Charakter, passiert etwas mit deinem inneren Menschen, es passiert etwas Geistliches, während du am Essen bist. Weil Jesus sagt, das sind spezielle Momente, wo Jesus dir begegnet und dein Leben verändert. Dir deine Sünden vergibt, dein Herz verändert, dein Glauben stärkt in schwierigen Situationen, dir eine Liebe gibt für Menschen, die du vorher nicht hast können lieben, dir eine Demut gibt, dass du sagst, hey, es spielt mir gar nicht mehr so eine Rolle, was andere über mich denken. Hauptsache, ich kann das und das Gute tun, im Namen von Jesus. All das geschieht während dem Abendmahl, während wir essen und trinken. Jetzt, wie passiert das? Wir glauben jetzt nicht, dass Jesus im Brot drin ist. Das ist nicht unsere Überzeugung als Kirche. Wir glauben auch nicht, dass wenn du jetzt heute Morgen nicht da wärst, dass dann du keine Gnade mehr hättest. Dass du musst das Brot essen, dass du überhaupt Gnade von Gott bekommst. Das ist nicht unsere Vorstellung. Du kannst auch nicht Gott näher kommen, indem du möglichst viel von dem Brot isst. Das ist nicht unsere Vorstellung. Was die Bibel sagt, ist,
wenn wir im Vertrauen auf Jesus das Abendmahl feiern, dann wird das geschehen, wenn wir an ihn glauben. Und darum sagen wir auch ehrlich, wenn du noch nicht Christ bist, dann solltest du das Abendmahl nicht nehmen. Weil es wäre ein falsches Statement von dem, was deine grösste Lebensrealität ist. Was du aber machen kannst, ist sagen, hey, ich möchte zu Gottes Volk gehören. Ich verstehe, dass ich bis jetzt ohne Gott gelebt habe. Ich möchte das ändern. Ich brauche die Vergebung von Jesus. Ich brauche die Veränderung in meinem Leben, die nur Jesus geben kann. Und du kannst Jesus heute bitten und sagen, komm du in mein Leben und wird du der König von meinem Leben, so wie du König bist vom Universum. Und dann kannst du zum ersten Mal das Abendmahl feiern und es hat die Bedeutung für dich und es wird die Wirkung haben in deinem Leben. Und du bist ganz herzlich eingeladen. Wir essen und gleichzeitig begegnen wir Jesus. Was bedeutet jetzt das ganz konkret für uns heute Morgen? Das Erste ist, dass die Bibel uns sagt, wir müssen uns prüfen. Im Vers 27 lesen wir, deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Wir müssen uns prüfen. Der Vers ist viel falsch verstanden worden. Viele Christen haben gemeint, wenn ich mich unwürdig fühle vor Gott, dann darf ich nicht zum Abendmahl. Weißt du was? Dann wäre niemand von uns da. Gibt es jemanden, der sich aus seinem eigenen Lebensstil, seinem eigenen Werk würdig fühlt, zum zu Gott zu kommen? Niemand. Wir wären alle draussen. Das ist nicht das, was der Vers sagt. Jesus sagt, alle sind eingeladen, zum kommen und an mich glauben und Vergebung von der Sünde haben. Der Tisch ist da für jeden. Was der Vers bedeutet, ist, unwürdig ist das, wenn wir sagen, ich möchte meinen privaten Glauben haben an Jesus, aber mich kümmert nicht, was meine Geschwister machen. Ich brauche sie nicht für meinen Glauben. Wenn wir meinen, wir können im Glauben stark werden, im Glauben bleiben, ohne die Hilfe von unseren Geschwistern. Oder wenn wir sagen, das ist mir gleichgültig, was sie machen und wie es ihnen geht und sie ignorieren. Das ist unwürdig. Mit dem spotten wir so über Jesus, wie damals die Leute gespottet hat, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, sagt der Vers. Und wenn du heute Morgen merkst, hey, da redet Gott zu mir, da deckt Gott etwas aus, ja, wo durch die Gesellschaft prägt ist, aber wo ich zugelassen habe oder aktiv genährt habe in meinem Leben, ich und mein Jesus, dann hast du die Möglichkeit, zum heute Morgen umkehren und Jesus um Vergebung bitten und sagen, Jesus, gib mir eine neue Gesinnung. Lass mich Freude haben an dem Gedanken, den du hast, dass du ein Volk hast und eine Familie. Versöhn dich mit den Menschen, wo du in der Kirche im Streit bist. Versöhn dich mit den Menschen oder entschuldige dich bei den Menschen, auf die du herabgeschaut hast, die du verachtet hast. Du froh gewesen bist, dass sie dir nicht näher kommen im Gottesdienst oder sonst noch jemand. Und dann kannst du das Abendmahl feiern, so wie es Jesus gegeben hat. Und du gemerkt hast, dass du in den Gottesdienst gekommen bist, zum primär konsumieren und nachher wieder gehen. Kehr um, ändere dein Denken und feier dann mit uns das Abendmahl. Das Zweite, was der Paulus schreibt, ist, dass wir Gott ernst nehmen müssen. Im Vers 30, aus dem Grund sind viele von euch schwach und krank, einige sind sogar gestorben. Wenn wir uns aber selber wieder prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Aber wenn wir vom Herrn geprüft und gerichtet werden, werden wir bestraft. Und das geschieht, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Das sind krasse Vers. Ich sage es mal noch mit meinen Worten. Es gibt Christen, die seit Monaten oder Jahren bitter sind in ihrem Herzen und mit dem Finger auf andere Christen zeigen. Nicht vergeben. Und sich nicht auf andere Menschen in der Kirche einlassen, um auch ihnen zu dienen und von ihnen gedient zu werden. Und sie kommen am Schluss vom Gottesdienst da in die Ministry-Zone und sagen, hey, bitte bet für mich. Oder in der Kleingruppe sagen sie, bitte bet für mich, für meine Gesundheit. Bitte bet für meine Familie, für meine Kinder. Bitte bet, dass ich einen Job bekomme. Und weißt du was? Gott wird nicht antworten. Gott wird dich nicht erhören. Weil er sagt, du hast etwas, was nicht in Ordnung ist. Und ich werde dich, sag's in meinen Worten, zappeln lassen. Ich zeige dir meine Freundlichkeit im Moment nicht, weil ich möchte, dass du umkehrst. Weil es mir so ernst ist mit dieser Zukunft vom Volk Gottes. In Ewigkeit. Kehr um. Niemand von uns hat es gern, wenn wir erzogen werden. Aber Gott sagt, ich mache das. Ich zeige mich dir im Moment nicht, damit
du umkehrst. Und dann wirst du nicht jemand sein, wo ich am Schluss, wenn ich zurückkomme auf die Erde, wird müssen richten. Das Wort verurteilen heisst eigentlich nichts anderes als, ich werde Menschen in die Hölle werfen, weil sie mich nicht anerkennen als Herr und meine Gedanken von dem Volk Gottes nicht teilen wollen. Und Jesus sagt, ich werde nicht zulassen, dass du zu denen gehörst. Ich möchte, dass du umkehrst. Zurückkommst. Familie Gottes feierst. Und zuletzt, investiere in deine Geschwister. Investiere in deine Geschwister. Paulus schließt mit dem Wort, hey, wenn ihr zusammenkommt, dann teilt miteinander. Nehmt Rücksicht aufeinander. Lasst uns das ernst nehmen. Lasst uns das feiern. Wo gibt es ein Volk, das so ist wie das Volk Gottes? Wo Rücksicht nimmt aufeinander und teilen tut, was sie haben. Damals war es Essen. Heute ist es vielleicht Zeit oder Geld oder unsere Wohnung oder unsere Ermutigung oder unser Trost oder was immer das wir haben, wo wir investieren können in unsere Geschwister. Wird zu jemandem, der andere aufbaut, zu geistlich mündigen Menschen macht. Und du sagst, das ist mir viel zu hoch, das ist viel zu weit. Hey, ganz, ganz einfach. Melde dich in einem Team und fang an mithelfen. Schließ dich in einer Kleingruppe an und schau, was es bedeutet, dass wir den Glauben teilen. Das andere kommt nach dies nach, kann ich dir versprechen. Aber lass uns investieren, Familie Gottes. Hey, wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Und wir werden das ein bisschen anders machen als sonst. Ein bisschen mehr miteinander als allein. Und ich möchte das Abendmahl-Team bitten, dass ihr doch vorne kommt und einmal das Brot verteilen könnt. Und ich möchte jeden, der da ist, bitten, wartet doch noch mit dem Essen, bis jeder ein Brötchen hat. Im Süden Afrika, Südamerika ist das ganz normal, dass man aufeinander wartet. Wir haben ein bisschen die Gewohnheit im Norden, zu sagen, das ist mein Abendmahl. Und heute wollen wir es ganz bewusst so machen. Sagen, komm, wir warten, bis der Hinterste ein Brötchen hat. Und dann werden wir nachher miteinander Danke sagen und das Brot brechen, jeder für sich, und essen. Aber wir werden uns vorher einen Moment nehmen, wo wir uns prüfen. Vielleicht hilft es dir, wenn du die Augen schliessest, ausser wenn das Brot vorbeikommt. Aber dass wir uns einen Moment nehmen, wo wir uns prüfen. Jesus zeigt meinen Umgang da in der Kirche mit den Menschen, die da sind, dass ich dein Abendmahl und deinen Plan verstanden habe. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt einfach ganz ehrlich auf wunde Punkte in unserem Herzen kannst hinweisen und uns anfängst zu verändern. Dass du uns aber auch ermutigst zum Dranbleiben, wo wir am Betten sind für Geschwister, wo wir mitleiden und mitfiebern. Hey, wir wollen uns prüfen. Wir wollen nicht ins Abendmahl reinrennen, einfach weil es eine Gewohnheit ist, sondern wir sagen, Jesus, wir halten uns vor Augen, dass wir in Ewigkeit alle miteinander werden zusammen sein als dein Volk. Und du hast alles da, Jesus, dass das möglich ist. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du dein Lieb hast sprechen lassen. Nimm dir Zeit, um Jesus um Vergebung zu bitten. Nimm dir Zeit, um vielleicht in dein Handy aufzuschreiben, das möchte ich nächste Woche machen, um Sachen in Ordnung zu bringen. Und so wollen wir das Brot nehmen und Jesus, wir danken dir für das Brot, das du uns heute gibst. Dass es ein Segen darf sein für uns. Danke für deine Vergebung, für deine Rettung und für deinen wunderbaren Plan. Und wir wollen das Brot brechen, gerade denken, was Jesus gemacht hat, und wir wollen es miteinander essen. Und während wir am Essen sind, möchte ich das Team einladen, dass sie nochmal vorkommen und auch den Traubensaft verteilen.
Bibel sagt, wenn Gott sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns gegeben hat, wie wird denn Gott, ich darf jetzt gerne verteilen, wie wird denn Gott nicht uns auch alles andere schenken, was wir brauchen? Und Vater, so danken wir dir heute, dass wir den Traubensaft in ein paar Momente miteinander trinken. Danke vielmals, dass du deinen Sohn gegeben hast. Danke, dass du jetzt gerade Menschen zusprichst. Es gibt keine Verurteilung, keine Verdammung für die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Danke, dass du Menschen zusprichst, egal woher du kommst, egal wie dein Leben bis jetzt ausgesehen hat. Ich vergebe dir deine Sünde. Ich sprich dich frei. Ich nehme dich auf in meine Familie. Ich werde dich durchtragen und deinen Glauben stärken bis zu dem Tag, wo du mich wirst sehen. Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist. Dass du dran bist, unser Herz zu verändern. Dass du den Glauben stärkst von den Menschen, die herausgefordert sind. Vielleicht, weil sie eine Not haben, weil sie am Leiden sind. Jesus, so segnen wir den Traubensaft, den wir trinken, in deinem wunderbaren Namen, dass es uns eine Stärkung sein darf. Danke vielmals, Nika. Amen. Lasst uns trinken. Halleluja. Yes. Amen. Wir wollen uns eine Zeit nehmen, jetzt dann gerade, um einfach Jesus anbeten und ihm Danke sagen. Vor ihm kommen mit Lob und Ehre. Hini, ich darf dir übergeben. Lasst uns doch aufstehen und einfach uns noch Zeit nehmen, um Jesus anzubeten. Unser Vater, du im Himmel, heilig bist du. Sich soll zunehmen und dein Wille soll da geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden, wie du's planet hast. Alle Herrschaft gehört nur dir. Wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir deine Herrlichkeit sehen, wie im Himmel, so auf Erden, soll dein Wille da geschehen. Du versorgst uns, gibst uns alles, was wir brauchen. Wir wollen Buß tun und wollen jedem Mensch vergeben. Gibst uns Weisheit in Versuche, zeigst den richtigen Weg, dass wir sicher können bestehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir deine Herrlichkeit sehen, wie
bis in Ewigkeit. Amen. Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Du bist da und du bleibst nah. Singen wir zusammen, du bist da. Du bist da und du bleibst nah. Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Kommst mit der Gegenwart. Singen wir zusammen, Immanuel, Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Jeden Tag, jede Nacht, wie eine Wolke, wie ein Feuer, gehst uns voran. Auch durch die Wüste, du bist mit uns und du bleibst uns immer nah. Immer nah. Kein Berg, kein Star, kann uns trennen von der Güte.
Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zu einer Familie gemacht hast. Das, wer du bist und was du für uns da hast, hat uns befreit aus dem Individualismus, hat uns befreit aus dem müssen selber allein sein. Und hast uns zu Söhnen und Töchtern gemacht von dir und mit dem zu Teil von deiner grossen Familie. Und es ist so ein Privileg und ich möchte dir einfach Danke sagen dafür, dass ich Teil sein darf von deiner grossen, weltweiten Familie, aber noch viel mehr zu deiner selben Family. Danke vielmals, Jesus. Amen. Amen. Nehmt doch noch mal bitte Platz. Miteinander unterwegs zu sein, das haben wir gestern hier in Silben erleben als Ladies. Es war nämlich Ladylike Day gestern, Alive and in Color. Das ist das Magazin zum Tag, wo alle Ladies bekommen haben. Und die meisten Männer haben ja nicht dabei sein. Ich darf immer unterstützen. Es hat einige Männer gehabt, die im Hintergrund geholfen haben. Die dürfen da sein und die anderen ja nicht. Und ganz viele Ladies, die es verpasst haben, es tut mir mega leid für euch. Ihr habt so einen grossartigen Tag verpasst. Aber wir alle dürfen noch einen kleinen Einblick bekommen, was gestern hier gelaufen ist in dieser Fotozusammenstellung. Deine Farbe macht die Welt lebendig. Gott hat dich gedacht, genial und einzigartig. Du bist nicht zu klein, nicht unscheinbar, strahlst wie ein Regenbogen, wunderbar. Yes, es war so ein grossartiger Tag. Und wir möchten, dass das niemand verpassen muss. Und darum werden wir beim Ausgang alle Ladies einen Flyer in die Finger gedrückt bekommen, so einen Save-the-Date-Flyer für in einem Jahr. Dann wird nämlich Ladylike Night wieder sein, dass ihr den schon dick und fett in unsere Agendas reinschreiben könnt und den Flyer von mir aus an den Kühlschrank anmagneten, dass ihr das unter keinen Umständen verpasst. Hey, ich liebe es, eine Kirche zu sein, die für die verschiedenen Segmente auch da ist. Für die Ladies, für Kids und Teens werden wir nachher noch ein bisschen hören. Und all das ist möglich dank deiner und meiner finanziellen Mittragen. Das ist ja miteinander Familie zu sein, heisst nicht nur kein Kaugummi unter den Stuhl kleben, sondern einfach auch miteinander zu tragen. Und das machen wir auch finanziell. Und darum möchten wir jetzt gerne eine Gelegenheit für eine Kollekte geben. Selbstverständlich wie immer freiwillig, aber ich möchte dir Danke sagen für dein grosszügige Mittragen von dem, was wir auch sind als Familie. Du kannst etwas in den Körper rein tun, die jetzt dann durch die Reihe durchgehen. Du kannst aber auch per Twint etwas geben. Am Stuhl vor dir findest du einen Go zum Abfoteln mit dem Twint-App. Danke vielmals für dein grosszügige Mittragen.
heute Morgen von der Stefanie schon bei der Kindersegnung gehört, wie wichtig für Jesus Kinder und Teenager, junge Menschen sind. Und Kids und Teens sind auch für uns als Kirche ganz ein entscheidend wichtiger Bereich, wo wir auch ganz bewusst sagen, hey, da möchten wir viel reinstecken, weil Kids und Teens sind nicht nur die Zukunft der Gemeinde, sie sind auch schon die Gegenwart der Gemeinde. Und ich möchte euch heute Morgen unser Kids, Teens, Jugend-Leitungsteam vorstellen. Stefanie und Nils, sie leiten den Bereich. Deborah, sie ist verantwortlich für die Silben Kids. Steht angeschrieben. Der Raffi, er ist verantwortlich für das Uptown, unsere Teenager. Und der Bösi, der noch daheim gesund werden ist verantwortlich für das Unlocks, für die Jugend. Und sie werden uns ein bisschen mehr jetzt noch erzählen, was eigentlich dahinter steckt, hinter dem, was sie machen. Entschuldigung. Ich müsste mein Mikro noch einstecken, wenn ich euch etwas erzählen möchte. Genau, Kindersegnung, ich liebe es. Es ist einfach ein Highlight, das wir als Silben Family miteinander Kind, Familie feiern können. Und wie ihr aber wisst, besteht das Leben nicht nur aus dem Feiern. Das ist ein Highlight, 2-mal im Jahr in der Regel, aber es gibt auch den Alltag. Und der Alltag, der ist mindestens ganz genauso wichtig wie die verschiedenen Highlights. Und von diesem Alltag, was der bei den Kids und bei den Teens bedeutet, von dem möchten wir euch ein bisschen erzählen. Ich weiss nicht, wie ihr euren Tag startet. Ich persönlich starte gerne mit einem Stück Brot. Mit einem richtig feinen Stück Brot. Krustenkranz ist tipptopp. Es darf auch mal ein Rauchbrot sein oder ein Vollkornbrot, was auch immer. Aber ich habe gerne ein Stückchen Brot zum Morgen mit Janken und Konfi. Jesus selber hat auch gesagt, wir sollen ihn um unser tägliches Brot bitten. Er hat aber noch etwas anderes gesagt zum Thema Brot. Und zwar steht das in Matthäus 4,4. Er hat gesagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern auch noch von einem Gottlet. Nein, falsch. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Die Bibel redet davon, dass wir zwar Nahrung brauchen für unseren Körper, ist offensichtlich, das merken wir, wenn uns der Magen knurrt, aber wir brauchen auch Nahrung für unseren Geist, geistliche Nahrung. Und diese geistliche Nahrung, die dürfen wir in der Bibel finden. Das Wort Gottes ist das tägliche Brot, das wir zu uns nehmen dürfen. Und das ist etwas, was wir den Kids und den Teens unbedingt vermitteln möchten. Dass sie das Wort Gottes dürfen lernen lieben, dass sie es lernen kennen, dass sie es lernen aufnehmen und verdauen, dass sie dürfen lernen, ihr Leben auf dieser Grundlage leben. Und darum ist die Bibel ein ganz wichtiges Element in der ganzen Arbeit von Kids und Teens. Wir haben das Motto Action, Fun und Tiefgang. Das bedeutet, dass wir ihnen nicht nur biblische Wahrheiten erklären, sondern wir möchten, dass sie sie erleben dürfen. Eben Action, sie dürfen etwas erleben, sie dürfen umsetzen. Sie dürfen Fun haben, sie sollen Spass haben, Gemeinschaft, Spiele, Basteln, all das, was dazugehört. Und der Tiefgang, der hat ganz stark mit der Bibel zu tun, nämlich, dass sie dürfen lernen, tief gegründet sein in Gottes Wort. Sie sollen Nahrung bekommen, die stärker ist als jedes zum Morgen. Und wie das ganz genau passiert, das möchte ich gerne der Deborah zuerst mal übergeben und anschliessend dem Raffi, dass ihr ein bisschen aus dem täglichen, aus dem Alltag dürft erzählen von Silben Kids und vom Uptown. Merci vielmals, Stefanie. Silben Kids ist nicht irgendein Nebenprogramm, das so nebenbei läuft. Es ist ein Herzensauftrag. Jeden Sonntag investieren wir ins Kostbarste, was Gott uns anvertraut hat, in unsere Kinder. In der Kinderhütte entdecken schon die Kleinsten die ganze Schöpfung. Woche für Woche verschiedene Aspekte davon. Und sie sollen nach dieser Zeit wissen, Gott liebt mich. Er hat alles und mich wunderbar gemacht. In meinem Kindergottesdienst hören sie biblische Geschichten und erleben biblische Wahrheiten anhand der Bibel mit Bilderbüchern und auch mit Hörspielen. Und die zeigen, Jesus ist mein bester Freund. Und so wird Glaube und auch Jesus für sie greifbar. Und dann im Kindergottesdienst von der 1. bis zur 5. Klasse erleben sie in rund 210 Lektionen über 5 Jahre die Bibel.
Und es gibt keine Wiederholungen. Auch nicht an Weihnachten und an Ostern, weil wir haben genug Aspekte und die Bibel gibt uns wahnsinnig viel Material dazu. Genügend Stoff haben wir auch für Lobpreis, für Gemeinschaft, für Gebet. Und über allem steht, dass sie merken, Jesus ist mein Retter, er liebt mich und ihn möchte ich annehmen. Und das ist das Schöne an Action, Fun und Tiefgang. Sie gehören alle zusammen. Die Botschaft bleibt die gleiche. Gestern, heute und morgen. Gott liebt mich. Jesus ist mein bester Freund. Jesus ist mein Retter. Und so baut jede Altersstufe im Tiefgang auf die vorherige auf. Die Verpackung, die kann sich ändern, je nach Alter der Kinder. Unsere Vision, die ist klar. Wir wollen eine Generation, die mit Begeisterung in der Kirche aufwächst, die Gott liebt und ein starkes Fundament für ihr ganzes Leben bekommt. Auch bei den Teens im Uptown sieht es ähnlich aus, wie Deborah uns schon von den Kids erzählt hat. Wir machen eigentlich dort weiter, wo sie schon angefangen haben, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. Unsere Teenager sind in einer Lebensphase, wo sie viele Sachen anfangen zu hinterfragen. Ihren Glauben, irgendwelche Überzeugungen von den Eltern oder allgemein, sie sind am Punkt, wo sie wichtige Entscheidungen treffen müssen. Und genau dort, glauben wir, ist es mega wichtig, dass wir ihnen wirklich eine gesunde und stabile Basis geben, dass wir ihnen ein gutes Fundament geben und ihnen dort auch geistliche Nahrung mitgeben, damit sie wachsen können und aber auch einen Ort haben, wo sie die Fragen stellen dürfen und wo sie auch mal Zweifel platzieren dürfen. Bei uns ist der Aspekt, Jesus ist mein Herr, sehr wichtig. Wir konzentrieren uns in verschiedenen Formen auf das Thema und schauen das eigentlich auch gut an. Jesus ist mein Herr. Es bedeutet, dass er das letzte Wort in meinem Leben hat. Es bedeutet, dass er der ist, wo ich meine Entscheidungen, meine Beziehungen, mein ganzes Leben unterordne. Und das ist uns extrem wichtig, dass wir das auch unseren Teenagern mitgeben können. Wie machen wir das genau? Wir haben 2 Schwerpunkte, wo wir uns eigentlich auf das konzentrieren. Das eine ist das Bible Study. Das ist jetzt gerade zu dem Zeitpunkt am Laufen in unseren Teenager-Räumen hinein, wo sogenannte Bible Study Profs unseren Teenager die Bibel näher bringen. Wir tauchen miteinander die Bibel ein, wir lesen, was da drinnen steht, wir diskutieren, wir hinterfragen, wir dürfen auch Zweifel platzieren, wenn wir irgendwelche Zweifel hat oder Sachen nicht versteht. Einfach um eine Grundlage zu legen, wo Teenager verstehen, wie wichtig das ist, dass sie immer wieder auch in die Bibel hineinschauen, dass sie die Bibel persönlich kennenlernen und somit auch eine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen können. Der zweite Schwerpunkt sind unsere Gottesdienste. Dort geht es darum, dass wir in der Gemeinschaft Worship, Predigt, wirklich Gott erleben dürfen und dürfen sehen, wir haben einen realen und nahen Gott. Ein Gott, der uns nahe ist und die Beziehung mit uns möchte pflegen. Und das ist so unser Aspekt, wie wir den Teenager zeigen, Jesus ist mein Herr und er ist ein Gott, der real, nahe und lebendig ist. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir auch in dieser Zeit, in dieser Teenagerphase einen entscheidenden und prägenden Einfluss nehmen können, damit sie ein stabiles Fundament bauen und eine eigene, persönliche und lebendige Gottesbeziehung. Ihr seht, wir investieren sehr viel, dass unsere Kids, unsere Teens die Bibel dürfen lernen kennen, dass sie eine starke Beziehung zu Gott dürfen aufbauen und dürfen gefestigt werden in ihrem Leben. Das, was wir tun können, ist aber nur ein kleiner Teil. Wir haben Kids, wir haben Teens, 1 Tag in der Woche. 6 Tage in der Woche sind sie daheim. Und darum ist es so wichtig, dass auch die Eltern mit ihren Kindern hersitzen, ihnen aus der Bibel erzählen, mit ihnen zusammen die Bibel lesen und ihnen die Bibel lieb machen, sie anleiten, dass sie die Bibel dürfen lernen lieben und darauf bauen. Darum ist unser letztes Fähnchen sind die Eltern, weil die mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger sind, als das, was wir hier Sonntag für Sonntag tun können. Wir gehen Seite an Seite mit den Eltern, Hand in Hand und wollen miteinander als Team das Beste für unsere Kids und für unsere Teens erreichen. Wir sind auch dankbar, wenn ihr immer wieder für uns betet. Für die Kinder,
für Teenager, aber auch für die Leiter, damit das, was wir auf dem Herzen haben, wirklich Realität werden kann. Und wieso nicht gerade beim nächsten Morgen, wenn ihr in ein feines Stück Brot beisset? Unser tägliches Brot gibt uns heute. Nur der Raffi braucht einen Schild. Also du bist auch schön und darfst gerne da sein, aber er weiß noch nicht, was ich mit ihm vorhabe jetzt. Genau, das ist okay. Hey, danke vielmals euch fürs Vorstellen. Danke vielmals auch all diesen regelmäßigen Kids, Teens, Jugendmitarbeitern, die wir haben. Hey, ihr die zum Teil euch investiert, dass ihr auch den Gottesdienst verpasst, um den Kids zu dienen. Hey, das ist so etwas Wertvolles. Ganz ehrlich, ich bin hier in dieser Kirche so wahnsinnig, ich kann nicht sagen gross geworden, so gross bin ich nicht geworden, aber ich bin da aufgewachsen, so kann ich sagen. Und so vieles von dem, was ich heute habe und davon zehre, stammt aus dieser Zeit, wo ich da im Kindergottesdienst war. Und das ist ein Investment, das sich sowas von lohnt. Und ich möchte einfach an dieser Stelle, jetzt auch von der Leitung her, mal ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ich würde sagen, wir geben einen Applaus allen unseren Mitarbeitern im Kids-Dienst Jugendbereich. Ihr seid Helden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ihr und der Raffi fragen euch jetzt noch, warum ist eigentlich der Raffi immer noch da vorne? Genau, also Single ist er nicht mehr, um das geht es nicht. Der Raffi ist bei uns Teenager-Pastor, haben wir schon gehört. Er hat total 3 Hauptfunktionen im Staff. Er ist nämlich verantwortlich für den ganzen Hausdienst hier in Silbern und er ist noch verantwortlich, er leitet den ganzen Technik- und Informatikbereich für Bucheck und Silbern. Und wie ihr euch vorstellen könnt, da zieht es manchmal so ein bisschen an verschiedenen Seiten bei ihm. Er sollte manchmal zur gleichen Zeit an mindestens 3 Orten sein. Wir hatten diese Woche ein Meeting, wo wir auch noch ein bisschen besprochen haben, sagen, hey, wie können wir den Raffi bei dem auch noch unterstützen? Und wir haben uns ein paar Massnahmen überlegt und ich habe dann gefunden, hey, einen Teil von denen möchte ich für mich zur Leitungsaufgabe nehmen und irgendwie die Gemeinde mal drin hineinnehmen und haben mir überlegt, hey, wo könnte man echt das machen? Und jetzt kommt der Manu und bringt so eine Predigt, die voll Gas in die Richtung geht. Dann habe ich gefunden, es war nicht geplant. Genau, danke Manu. Hey, das ist der Moment. Wir haben nämlich gesagt, hey, wir möchten den Raffi unterstützen und wir möchten dafür sorgen, dass er wirklich in seiner Rolle als Teenager-Pastor Vollgas geben kann. Aber stellt euch einen Sonntag vor, auf die eine Seite ist er für seine Teenager da und auf die andere Seite läutet irgendjemand an, Raffi, die Handtuchrollen im WC ist leer, könntest du die bitte ersetzen? Und dann muss er entscheiden, haben jetzt die Leute nasse Hände oder sind Teenager allein. Und wir haben uns gesagt, hey, wir möchten Teams aufbauen, die den Raffi unterstützen. Wir sind eigentlich von 3 Teams ausgegangen. Wir haben gesagt, wir möchten ein Team aufbauen von Leuten, die sagen, weißt du was, ich mache wie so Piquet-Dienst für den Hausdienst am Sonntag. Wo, wenn jetzt irgendwie die Papierrolle leer ist, hey, dann gehe ich und mache das. Und der Raffi, der soll den Teenager schauen. Und das zweite Team, das wir gesagt haben, wollen wir aufbauen, von Leuten, die ihn unter der Woche unterstützen und sagen, hey, einmal in der Woche komme ich helfen, in der Reinigung im Hausdienst oder so. Vielleicht bist du pensioniert, vielleicht bist du Mami und hast Blöcke, wo deine Kinder in der Schule sind, wo du sagst, hey, da könnte ich zum Beispiel jeden Donnerstag könnte ich 2 Stunden kommen, helfen oder so. Das wäre das zweite Team, Leute, die so regelmäßig kommen. Und das dritte, was wir machen möchten, wir gesagt haben, wir möchten so vielleicht 3 oder 4 Mal im Jahr so ein grösseres Team zusammenstellen von Leuten, die sagen, hey, wir kommen einen Tag lang und wir machen ein bisschen Grundreinigung, Grundaufräumen, Grundreparieren miteinander. Und wenn du jetzt da bist oder das hörst und sagst, hey mal, das könnte ich mir vorstellen, da wäre ich an Bord, dann, und darum ist jetzt der Raffi da vorne, darfst du gerne auf den Raffi zugehen, ihm mal deine Handynummer geben, dann kann er mit dir Kontakt aufnehmen. Wenn du den Raffi nicht findest, kannst du auch zu jemandem vom Staff kommen, kannst zu mir kommen oder kannst draussen an Connect Desk kommen und dort deine Nummer hinterlegen. Wie auch immer, gib uns deine Nummer, bis dabei. Und so leben wir miteinander, Familie und Kirche sein. Jetzt darfst du an Platz geben. Danke vielmals, Raffi, für deinen grossartigen Einsatz. Also, ich liebe es, mit dem ganzen Team zusammenzuarbeiten, aber mit dem Raffi liebe ich es ganz speziell zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt nicht gegen die anderen, also mit euch auch. Genau. Hey, wir kommen schon bald zum Schluss von dem Gottesdienst. Ich möchte noch reingehen in einen kleinen Ausblick, was läuft diese Woche. Das Erste, was eigentlich jede Woche läuft, was uns enorm wichtig ist, um das, was der Manu auch predigt hat heute Morgen, in der Praxis leben, miteinander zu leben, sind unsere Kleingruppen. Wir sind eine Kirche, die miteinander unterwegs ist, die eben nicht individualistisch lebt, sondern wir leben in Kleingruppen miteinander. Und hey,
Wie soll ich jetzt das formulieren? Wenn du auf der Suche nach einer Kleingruppe bist, wir helfen dir, eine Kleingruppe zu finden, wo Gott dich möchte haben. Was besser, oder? Hey, komm vorbei an unserem Connect-Desk raus. Wir helfen dir, den richtigen Ort zu finden. Kleingruppen sind etwas Grossartiges. Und dann, das Nächste, was wir werden haben diese Woche, am Donnerstag, ist unser 55-Plus-Mittagessen, wo die ältere Generation miteinander das lebt. Und Essen ist dort immer dabei. Das ist etwas Grossartiges. Wenn du dabei bist, am kommenden Donnerstag, draussen hat es auch noch eine Liste, wo du dich eintragen kannst. Herzlich willkommen, mega lässig bist du dabei. Letzten Donnerstag haben wir unseren Alpha Life gestartet. Alpha Life ist ein Kurs für Menschen, die interessiert sind am christlichen Glauben. Vielleicht bist du da und sagst, hey, das Zeug mit Jesus und so klingt irgendwo durch noch spannend, aber im Moment bin ich noch dort, wo ich sage, das Abendmahl nehme ich noch nicht. Ich bin noch nicht mit Jesus unterwegs, weil ich habe noch ganz viele Fragen. Dann ist der Alpha Life der richtige Ort für dich. Wir haben am letzten Donnerstag gestartet, aber es ist auch am kommenden Donnerstag noch möglich, einzusteigen. Vielleicht hast du auch noch eine Nachbarin, eine Freundin, einen Kollegen, der sagt, hey, mal, das wäre der. Kannst du ihn immer noch einladen und am nächsten Donnerstag dabei sein. Alle Infos dazu findest du online. Und dann am kommenden Sonntag werden wir wieder Gottesdienst haben. Dann wird der Matthias Bösiger seine Predigt predigen zum Thema Jesus und meine Bedürfnisse. Was sagt eigentlich Jesus zu diesem Thema? Und da freue ich mich, euch dann schon wieder begrüßen zu dürfen. Mega cool. Falls du jetzt sagst, hey, für einen guten Gottesdienst da mag ich eigentlich nicht bis nächsten Donnerstag warten, hast du noch ganz eine andere Möglichkeit. Heute Nachmittag um 3 wird in Zürich auf dem Turbinenplatz werden wir Open-Air-Gottesdienst haben. Das sind über 10 Kirchen von der Stadt Zürich, die sich zusammengeschlossen haben und sagen, hey, wir machen einmal im Jahr so einen Open-Air-Gottesdienst. Und ich finde das so eine starke Botschaft. Und wir sind zwar keine Stadt Zürich-Kirche, darum sind wir auch nicht direkt dabei, aber Buchheck Church ist ja Teil von unserem Netzwerk, ist an vorderster Front mit dabei. Der Manu wird predigen. Danke Manu, bist du eingesprungen heute Morgen bei uns. Also, das ist Next Level. Hey, und falls du sagst, hey, mal, da will ich dabei sein, mega cool, herzlich willkommen heute Nachmittag um 3 auf dem Turbinenplatz, dort beim Puls 5 in Zürich. Jetzt werden wir den Gottesdienst beenden. Auf der rechten Seite ist unser Ministry noch gerne da für dich. Wenn du sagst, hey, ich wäre froh, jemand, der mich noch segnet für die Woche, jemand, der mit mir redet, jemand, der mit mir betet. Hey, ganz, ganz herzlich willkommen. Komm doch noch vorbei. Draussen unser Connect-Desk. Wenn du neu da bist, wenn du eine Kleingruppe suchst, wenn du den Raffi unterstützen willst, komm doch vorbei an unserem Connect-Desk. Wir würden es lieben, dich kennenzulernen. Und was ganz speziell jetzt natürlich noch ist, als Kirche, wir feiern nicht nur das Abendmahl zusammen, wir essen auch zum Mittag miteinander. Und das haben wir jetzt die Möglichkeit dazu. Für nur 5 Franken gibt es Alpenmakaroni draussen, selber gemachte, so richtig gut. Und das ist so wie der dritte Teil von unserem Gottesdienst. Mega schön, wenn du dort dabei bist. Hey, und so oder so, ich wünsche dir eine Woche voller Segen Gottes. Ganz, ganz einen schönen Sonntag. Kommt gut heim. Tschüss miteinander.